Der einzige, der mich berühren kann. Ist es Song von einem Pfarrer gewesen? Das Lied ist ein Geschenk für mich und das ist es immer noch nach 30 Jahren. Ist es Song vom Pfarrer gewesen? Er ist es. Klar habe ich natürlich ein paar Synthes reingeschmissen, weil sonst wäre es nicht ein Cover von mir. Ich bin definitiv sehr gespannt auf seine Version. Ist es Song vom Pfarrer gewesen? Er ist es. So ist es. Als der Name Sina gefallen ist, bin ich schon so bin ich dabei. Finde ich gut. Ich glaube, Sina ist für mich halt so jemand, der schon recht lange rum ist und das finde ich mega bewundernswert. Schon wenn ich nur irgendwie meinen Weg anschaue, ist jedes Jahr bin ich wieder so, wow, hey, wieder ein Jahr vorbei, wieder ein Jahr überlebt und ja, das ist natürlich schon etwas, wo man sich so dicke Scheiben abschneiden kann. Wenn ich seine Musik höre, dann sehe ich ihn. Das ist nicht irgendein Gebützle und das dergleichen tun. Er lebt die Musik. Das sind halt irgendwie Arpeggiators, das sind so Synthes, die in einer Sequenz verlaufen. Dann macht jemand den. Sozusagen. Und dann habe ich versucht, mit dem eigentlich den Song zu basteln. Das war mein Grundsound. Der klingt so ein bisschen düster. Mein erster Eindruck vom Song ist dann, als man so richtig gelesen hat, so, okay, ja, recht viele Gitarren und ich bin jetzt nicht so mega Gitarren bewandert, ich kann schon ein bisschen auf den Klämpfen ein bisschen rumhämmern. Und dann natürlich der Walliser Akzent, wo ich so war, alright, da gibt es glaube ich eine größere Challenge, wie ich gedacht habe. Es gibt wirklich einen Satz, den ich wirklich nicht ganz verstehe. Aber ich glaube, ich habe es herausgefunden. Er stillt mir Kiss, den ich gerne hatte. Und ich glaube einfach, er stillt die Küsse, und das habe ich mega gerne. Ich glaube, so verstanden ist es. Stillt mir Küsse, die ich gerne habe. Jetzt habe ich mich ja recht fest mit dem Song auseinandergesetzt. Als ich ihn so dann ein paar Mal gehört habe, habe ich gefunden, so, hey, das ist eigentlich noch recht ein rebellischer Song. In meinem Arbeiten und so, viele hat es auch so einen rebellischen Aspekt, dass ich irgendwie aus dem Rheintal komme und irgendwie wie immer so ein bisschen anders angelegt war. Der rebellische Aspekt in der Musik, würde ich sagen, ist schon so ein bisschen gemeinsam, den wir haben, jetzt vor allem mit dem Lied. Halt. Rebellisch war er definitiv. So ist sie. Ich hatte ein Konzert, das wir in der Kirche gemacht haben. Und da haben die Leute die Kirche verlassen. Der Pfarrer ist in der ersten Reihe gehockt. Der Pfarrer ist aufgestanden und gesagt, das sei des Teufels. Und als der Pfarrersohn kam, im Hause Gottes, war das einfach eine too much. Das mit der rebellisch verbinde ich oft so ein bisschen punkig. Dann habe ich einfach so ein bisschen versucht, dass das Ganze ein bisschen so zerrt und knarzt. Das ist, glaube ich, irgendwie so mein Gefühl von Rebellion im Sound, irgendwie, dass es nicht so glatt daherkommt. Das ist natürlich schon ein anderer Beat, wie es bei der Sina ist. Und da werden wir mit dem Song anfangen. Davids Vater war Pfarrer, bei der Hausbesuch ist David auch dabei. Klar habe ich natürlich ein paar Synthes reingeschmissen, weil sonst wäre es glaube ich nicht ein Cover von mir. Text muss ich noch ein bisschen. Was ich bei Covers cool finde, ist, dass wenn ich es höre, dass ich merke, es ist ein Cover von diesem Song. Und gleich irgendwie die neu interpretierende Person rausgespürt und finde so, wow, eben, jemand hat wie so sein Kostüm drüber gelegt. Wenn man sich mit diesem Song auseinandersetzt und einen eigenen Weg damit sucht, dann hat das Respekt verdient. Alright. Hello. Ja, der Song von der Sina zu performen ist glaube ich schon einmal so. Das macht mich ein bisschen nervöser, wie wenn sie es vielleicht einfach nie hören oder irgendwie jemand mal so zustecken und sagen, hey, hast du gehört? Natürlich. Ich meine, ich bin so in einer relaxten Situation. Gell? An seiner Stelle wäre es ja ganz anders. Also da hänge ich jetzt heute das Herz popperle. Ich bin ziemlich ready. Ich glaube, vielleicht einmal noch mal so im Kopf durchgehen, wird schon nicht die schlechteste Idee sein. Dann on the stage. Ich bin definitiv sehr gespannt auf seine Version. Davids Vater war Pfarrer, bei der Hausbesuch ist David auch dabei. Mit den Drachen debattieren, hat er gesagt, komm, wir gehen spazieren. Und wir sind am Brief am Waldrand und ich habe seine Augen gesehen. Nur der Herrgott weiss, was dann ist geschehen. Der Einzige, der mich berühren kann, ist ein Song vom Pfarrer. Der Einzige, der mich verführen kann, ist ein Song vom Pfarrer. Er ist so ist es.
Aber Umarmung muss sein. Danke vielmals. Danke schön. Danke. Super. Ich bin schon lange nicht mehr vor etwas so nervös wie jetzt. Heute Morgen auch so ein bisschen aufgewacht. Also mit einer Freude, aber auch mit so ein bisschen Anspannung. Die ist weg. Das ist gut. Ich bin froh. Und es ist gut gegangen. Super gegangen. Also ich habe wirklich das Gefühl gehabt, es sei mein Song. Also was ja auch geworden ist, aber wenn so ein Baby uns ist und jemand macht etwas anderes daraus. Also ich bin eigentlich ein bisschen mit nervös geworden, was ich nicht angenommen im Vorfeld. Aber ich war voll bei ihm und bin natürlich auch fasziniert gewesen, nicht nur von der neuen Version, sondern auch von seinen Moves. Also meine, wenn ich die noch drauf hatte im 94, das wäre noch gerade einer drauf gewesen. Mega coole Erfahrung. Also ich will es definitiv noch mal machen. Aber nur mit der Sine.